Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Los mal». Irgendwie, Leute, immer wenn ich andere Podcasts höre, merke ich, dass alle anderen so immer am Anfang so eine fucking Vorstellungsrunde machen. So, «Hi, falls du mich nicht kennst, ich bin die Emma, ich bin 20 Jahre alt und ich bin selbstständig, habe ein Psychologiestudium abgebrochen und ja, erzähle dir gerne meine Gedanken. Wenn du mehr hören willst, bleib einfach dran.» So, jetzt haben wir mal mein Intro gehört. Ich weiß nicht, muss ich das machen? Ich glaube nicht, oder Leute? Also sorry, wenn du jetzt das erste Mal dabei bist, gang lieber einfach auf TikTok oder Instagram oder so und gib Wemse ein. WEMMSE. Und dann kannst du dort einfach mal kurz schauen, wenn du mich nicht kennst, weil das ist viel einfacher. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Für mich bin ich verfickt... Oh, sorry. Ich habe mir ein bisschen vorgenommen, weniger fluchen. Weil... Wenn ich irgendwann noch einen normalen 0815-Job habe und die schauen meine Social Media an, obwohl meine letzten 3 Videos so, habe ich so viel geflucht, dass irgendeine Ü50-Jährige so kommentiert hat, «Ja, dein aufgesetztes Fluchen ist übrigens richtig nervig. Hör mal auf.» Weil er so denkt, dass ich auch so für Views fluche. I wish. Ich wünsche mir, das wäre der Fall. Ich kann einfach nicht anständig reden. Auf jeden Fall. Mein Jahr hat... Nein, meine scheiß Ins und Outs, meine letzte Folge, oder? Ich habe euch meine Ins und Outs für 2024 erzählt. Und es ist schon mal so in die Hose gegangen, weil vor allem habe ich mich wirklich mega gefreut darauf, so voll Tagebuch schreiben und so einfach so volles Journal führen. Und mein scheiß Journal ist einfach immer noch nicht angekommen. Es ist immer noch nicht angekommen. Und zuerst ist dann so, ja, es kommt am 3. Januar an, was ja auch schon ein Dreischiss ist. Aber chill, jetzt kommt es am 12. Januar an. Das heisst, ich habe gerade so gut einfach 2025 angefangen mit Leben im Griff haben. Weil obviously so das Universum sagt, nein, Emma, das darfst du nicht. Spaß, ist einfach nur eine gute Ausrede für mich natürlich. Aber ja, auf jeden Fall mein Jahr, keine Ahnung, ich bin literally nur auf dem Sofa am Hocken. Also ich kann euch das nicht vorstellen, ich mache nichts anderes als auf dem Sofa hocken, weil ich halt im untersten Stock bleiben muss, bei der Tilda, meiner Hundewelpe, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Aber ich hoffe, ihr habt das mitbekommen, sonst habt ihr etwas Grosses verpasst. Weil sie darf nicht rauf, sie darf vor allem nicht Steg laufen und oben ist halt alles Holzboden und so und die schießt und pisst ja. Das heisst, ich muss einfach die ganze Zeit unten bleiben bei ihr und das habe ich ja gewusst, aber ich habe nicht gedacht, dass mir so langweilig sein wird, weil ich liebe es so zu verrotten. Das wisst ihr wahrscheinlich schon über mich. Anderer Fakt, mir hat jemand geschrieben und hat mir eigentlich so nett Feedback geben wollen und hat so auch gesagt, so, dass sie den Podcast mega gerne hört und ich weiss, sie wird das wahrscheinlich auch hören, aber es tut mir so leid, das habe ich so verunsichert. Sie hat mir gesagt, dass es ein bisschen, also falls es mir nicht aufgefallen ist, dass es mega auffällt, dass ich mich hure oft wiederhole und so. Und dann habe ich geantwortet, ja Bro, also ich weiss es, aber ich hasse es halt bei anderen Leuten, wenn sie so sagen, ja, also ihr wisst das ja schon, hört sonst einfach die und die Folge. Erstens. Und zweitens, Leute, ich weiss nicht mehr, in welcher Folge ich was gesagt habe. Meine Kolleginnen, 2 Kolleginnen von mir hören auch jede Folge eigentlich. Und dann tun sie mir immer so auf die Folge antworten, während sie hören. Und ich bin immer so, Bro, ich habe keine Ahnung, was du redest. Also, du musst mir schon sagen, was ich gerade gesagt habe, um darauf zu reagieren. So, ich bin in so einem Fiebermodus, wenn ich Sachen aufnehme von Leuten. Ich weiss nachher nichts mehr. Ich weiss auch nicht, ob es gut oder scheiße war. Ich bin einfach so, okay, jetzt habe ich es aufgenommen. Darum könnt ihr euch nie sagen, so, ja, das habe ich ja schon in der Folge 364 gesagt. Und, was ich ihr auch dann geantwortet habe, so, Bro, im Fall, ich habe halt nur so 2 Erinnerungen in meinem Hirn. Das heisst, ich kann nur die gleichen 2 Sachen erzählen. Es tut mir leid, Leute. Ich weiss, ich tue mich oft wiederholen. Aber ja, das ist einfach mein verdammtes Mitteilungsbedürfnis. Ihr müsst mir einfach zulassen. Es tut mir leid, ihr könnt nicht Nein sagen. Ihr könnt sonst, immer wenn ich anfange, etwas zu erzählen, wo ihr das Gefühl habt, das habt ihr schon mal gehört, dann einfach so zu vorspulen. Dann sind wir alle zufrieden. Sorry. Auf jeden Fall fühle ich mich darum jetzt ein bisschen nervös zum Aufnehmen, weil ich habe Angst, dass ich die Person enttäusche. Und ich weiss, ich habe mich nicht schlecht fühlen wollen, darum eigentlich sollte ich das gar nicht sagen, weil es fühlt sich sicher schlecht. Egal, Leute, wir machen heute einen Girls Talk, einfach ganz allein. Ich bin das einzige anwesende Girl. Aber ihr habt mir auf Insta können Themen schreiben, wo ich darüber reden soll. Und das machen wir jetzt. Wir gehen einfach auf meine Nachrichten, die ihr mir geschickt habt, ein. Ein paar sind so richtig... Leute, ein paar Sachen sind einfach so, dass ich das Gefühl habe, sie hat ein Mann ein weiblich aussehendes Profil erstellt, um mir creepy Fragen zu stellen, so... Weiß auch nicht, einfach ein paar Sachen kann ich nicht beantworten, sorry Leute, ein paar Sachen sind wirklich zu intim. Und ich würde es beantworten, wenn ich wüsste, es hören mir nur Mädchen zu. Aber wenn ihr wüsstet, was für komische fucking Männer das es gibt, die auch da zuhören und sich nachher daran aufgeilen, dass ich irgendwie so etwas
Privates oder so halbwegs Intimes erzähle, es ist nicht lustig, eine Frau im Internet zu sein. Einfach so zur Info. Oh mein Gott, ich habe heute fast zum ersten Mal etwas zu trinken übrigens dabei. Normalerweise tue ich alles so One-Take aufnehmen beim Podcast. Und nachher ist mir so richtig trümmelig und ich werde fast ohnmächtig, weil ich so wenig schnaufe und so wenig trinke. Darum ASMR, ich muss jetzt Cola trinken. Coca-Cola Light. Sorry Leute, ich habe das Maulgeräusch, es tut mir leid. Okay, also, wir fangen an. Jemand hat geschrieben, und ich habe sehr related zu dem, ich habe eine beste Freundin die sich als toxisch herausgestellt hat und ich komme einfach nicht über sie hinweg. Und ich glaube, das ist etwas, über das man viel zu wenig redet eigentlich, weil man tut immer so, ja, Freundschaft können Pech, okay, jetzt sind wir halt nicht mehr befreundet, es war eine dumme Sau gewesen. Und ja, es war eine dumme Sau gewesen, don't get me wrong, aber man hat halt während der ganzen Freundschaft logischerweise nicht gedacht, dass die Person scheiße ist und man hat sich selber halt so richtig Mühe gegeben und ist einfach so halt wahrscheinlich eine gute Kollegin gewesen. Und du musst dann wie, also hat die Person so low-key gestorben. Du musst einfach so die von einem Konzept, das du in deinem Kopf gehabt hast, von dieser Person verabschieden, das nie existiert hat. Es ist wie wenn du betrogen wirst in einer Beziehung oder so, du bist einfach so, Bro, alles war eine fucking Lüge gewesen. Und in einer Freundschaft ist es genau das Gleiche. Und ich glaube, wir tun das immer so abspielen, dass Freundschaften halt, kann ist ja nur eine Kollegin, es ist nicht dein Freund oder deine Mutter oder so, aber es kann genauso weh machen. Und darum kann es auch genauso schwierig sein, darüber hinwegzukommen. Weil es tut einfach fucking weh. Leute, ihr wisst nicht, ja, jetzt könnt ihr wieder vorspulen, die antitoxische Kollegin, die ich immer wieder erzähle. Ich denke noch so oft an sie. Und ich weiss auch, dass sie das wahrscheinlich irgendwie jetzt hören wird. So ist mir scheißegal. Ich denke an die. Weil ich frage mich so oft sicher so, was ist echt die Frequenz? So einmal in der Woche denke ich mir so, wieso hat sie das gemacht? Was habe ich gemacht, dass man das mit mir machen wollte? Und das ist auch irgendwie die falsche Frage. Weil wenn wir rational überlegen, wissen wir ja, Bro, es hat nichts mit uns zu tun. Die Person ist einfach ein Arschloch und wir sind halt nett gewesen und Arschlöcher kommen zu netten Leuten. Baff, sorry, das Handy wird ausgeschaltet. Jetzt muss ich Kuchen in den Unterricht mitbringen. Das ist eine Erinnerung. Was ist Erinnerung? Oh, Merlin-Medikamente. Tja, jetzt stirbt der Merlin wegen uns. Spaß, nur so. Egal, Leute, egal. Auf jeden Fall, wie kommt man über das hinweg? Ich glaube, low-key gar nicht so richtig. Und das ist auch gut. Hear me out. Ich glaube, es ist gut. Weil wenn du einfach so easy peasy darüber hinwegkommen würdest, erstens würde das bedeuten, es hätte dir nichts bedeutet. Und das wollen wir nicht, weil wir sind Menschen, die Gefühle haben und die gute Friends sind. Und wenn du eine gute Kollegin probierst zu sein, dann juckt es dich auch, was mit deinen Kolleginnen passiert. Und dann darfst du auch traurig sein, weil du Gefühle hast und weil sie verletzt. Und du darfst verletzlich sein. Erstens. Zweitens ist es gut, weil wenn du nicht das einfach vergisst, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch höher, dass du nicht nochmal so viel Zeit investierst in jemanden, der ein Arschloch ist. Also ich glaube, wir haben alle so eine Freundschaft, leider, wo so völlig schief gegangen ist und wo du im Nachhinein denkst, what the fuck? Schau dir Seven vs. Wild. Sorry, auf jeden Fall. Wo man so denkt, what the fuck? Und nachher bist du so aufmerksam darauf, wenn du jemanden Neues kennenlernst oder vielleicht auch gerade andere Freundschaften, bist du nachher so, ist das wirklich, ist die nett? Hätte die mich wirklich gern? Was natürlich auch so low-key, so ein bisschen Trust-Issues-mäßige Vibes haben kann. Aber bestenfalls ist man halt einfach so ein bisschen weniger naiv, glaube ich, und sieht auch so ein bisschen mehr hinter die Fassade von Menschen. Weil du lernst ja immer etwas und darum so, es ist okay, wenn du traurig bist. Und ich glaube, wir haben alle so jemanden, wo wir immer wieder daran denken, so, ohne dass es romantisch ist und ohne dass es irgendwie so, eben, man denkt es immer so bei Beziehungen, aber wo du immer so denkst, was wäre, wenn wir jetzt noch befreundet wären? Was wäre, wenn wir nicht diesen Streit gehabt hätten oder wenn ich nicht herausgefunden hätte, dass du ein Arschloch bist? Weißt du, so, und das ist voll okay. Aber so, wenn du ernsthaft, ich glaube, wenn man ernsthaft darüber hinwegkommen will, dann muss man halt wirklich so, entweder wäre es halt verdammt geil, wenn man mit diesen Leuten reden kann, aber kann man ja nicht, weil also so, sie sind toxisch. Sie wollen nicht mit dir reden und sie werden nie sich eingestehen können, dass sie halt etwas falsch gemacht haben. Aber sonst einfach mit anderen Leuten darüber reden, hat mir verdammt geholfen, die halt auch gewusst haben, wie die Person ist. Weil es ist so frustrierend, wenn du probierst, jemandem zu erklären, so, nein, aber es ist wirklich so toxisch gewesen. Und die andere Person ist so, ja, okay, kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn jemand so live mit dabei war, sind sie so, ja, Alter, und oh mein Gott, du hast das nicht verdient. Dann kriegst du so ein bisschen Validation dafür, dass du actually nichts falsch gemacht hast und dass du eine arme Sau bist. Was echt amigs gut tut.
Oder du musst halt einfach generell an deinem Selbstwert arbeiten, weil eben genau die Frage, die ich mir amigs stelle, so, was habe ich gemacht, dass sie so zu mir tun hat müssen und habe ich etwas falsch gemacht und was hätte ich anders machen können, ist ja sowas von die falsche Perspektive. Ich glaube, wenn man so ein bisschen das Selbstbewusstsein aufbauen kann, dass man weiss, hey, nein, ich habe nichts falsch gemacht, ich bin nur eine gute Kollegin gewesen und das wird sich auch nicht ändern. Ich werde genauso in der nächsten Freundschaft genau eine gleich gute Kollegin sein und vielleicht läuft es wieder schief und vielleicht auch nicht, aber ich bin nicht schuld und ich habe das Beste gegeben und ich kann nicht kontrollieren, was andere Leute machen. Aber Pech for you, jetzt kannst du nicht mehr meine Kollegin sein. Weißt du, so ein bisschen der. Aber es braucht Zeit und ich verstehe auch, wenn man ein bisschen jünger ist es noch viel schlimmer, weil man denkt so, Kolleginnen sind alles, was man hat und so. Und man hat auch so mega viele Leute. Als ich jünger war, habe ich so viele Leute kennt und mit so vielen Leuten irgendwie jeden Tag auf Snapchat geschrieben und das ist so wichtig, dass man von allen alles weiss und so. Bro, jetzt ist es so normal, dass man so sich einmal im Monat mit so 3 Leuten trifft, weil man auch keine Zeit hat. Also so die Leute, die actually so studieren und so. Darum, es ist nicht, deine ganze Welt geht nicht kaputt, wenn du eine Kollegin verlierst, würde ich einfach sagen, falls du ein bisschen jünger bist und vielleicht gerade so eine Situation hast. Aber gleichzeitig, ich verstehe es. Ich verstehe es, dass man sich so fühlt. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Dann hat jemand gesagt, oder nicht nur jemand, mega viele sind so gesagt, ja, wie kann ich abnehmen, was soll ich machen, bla bla bla. Leute, bitte. Und alle, die das geschrieben haben, ihr wirkt wirklich, also ja, ich schaue immer eure Profile ein bisschen an. Ihr seht alle so jung aus. Und ich werde euch wirklich ans Herz legen, es ist scheißegal, ob du jetzt 5 Kilo mehr oder 5 Kilo weniger hast. In diesem Alter, Bro, ihr seid alle gesund. Ihr seid alle fucking Kinder, meistens. Ihr seid Kind. Und ich weiss, das hört man nicht gerne, wenn man ein Teenager-Kind ist. Aber aus Perspektive von jemandem, der 20 ist ein 12-jähriges Mädchen ein Kind. Oder ein 13-jähriges ist ein Kind. Und darum solltet ihr auch nicht irgendwie den Fokus darauf haben, ja, wie sieht, also das sollte auch erwachsene Frauen obviously nicht haben. Aber eher vor allem nicht, weil ihr sind am Wachsen. Alles ist noch so ein bisschen unproportional. Also die Beine sind länger als der Oberkörper. Alles wächst noch zusammen. Du bist die am entwickeln und sei froh, dass du am Wachsen bist und dass du noch ein Kind bist und geniesst die Zeit und mach etwas aus dieser Zeit, anstatt dass du dich darauf fokussierst, wie du aussiehst und dass du irgendwie zu fett wärst oder so. Bro, ich hatte das auch eine Zeit lang gehabt, wo ich so früher, als ich so 12 war, bei meinen Beinen angeschaut habe und so dachte, oh, ich habe mega fette Oberschenkel. Leute, ich war so ein Stock gewesen. Und das tut mir so leid, wenn ich so zurückschaue und ich will mich so entschuldigen bei mir selber. Darum lasst es gar nicht an den Punkt kommen, dass ihr, wenn ihr älter seid, so denkt, nö, nein, die Arme. Ich weiss, es ist schwierig zu denken, aber ihr müsst nicht abnehmen, ihr müsst gar nichts machen. Wenn ihr euch wohler fühlen wollt, das ist eine andere Geschichte. Wenn ihr einfach denkt, ich will gesund sein und nicht wie die Emma bei einem 12-Minuten-Lauf verrecken, dann okay, dann machst du halt irgendeinen Sport, aber dann machst du einfach nur Sport, okay? Dann übertreibst du es nicht und dann lässt du dich nicht in ein gestörtes Verhalten reinziehen, weil du brauchst das nicht. Finde irgendetwas, was dir Spass macht. Zum Beispiel bei mir Reiten. Das ist für mich nicht, oh, jetzt gehe ich Sport machen. Aber es ist trotzdem ein Sport. Oder irgendwie Leute, die in den Turnverein gehen oder so. Und dann fühlst du dich am Schluss vom Tag gut, weil du hast dich auspowert und Sport löst Glückshormone aus im Hirn und das ist alles, was zählt. Bitte, und esset alles, wo ihr Bock drauf habt. Esset das, wo ihr Bock drauf habt. Es kommt wirklich, Leute, ihr lebt nur einmal. Und es juckt niemand. Es juckt wirklich niemand. Und wenn jemand etwas dazu sagt, dann sind das dumme Arschlöcher. Weil, keine Angst, also bei mir ist auch schon genug kommentiert worden auf Gewicht und eben zu dünn oder zu dick oder dort zu viel und dort zu wenig. Aber habe ich die Leute heute in meinem Leben? Nein. Juckt mich die Meinung von Leuten, die so dumm denken? Nein. Haben die Leute irgendetwas im Leben erreicht? Nein. Darum. Lass. Okay, hure viel sind also Periodentipps. Und Leute, ihr wisst, als ich das gestern so ein bisschen durchgelesen habe, oh mein Gott, mir ist einfach so eine Core-Memory wieder in den Sinn gekommen, die ich komplett vergessen habe. Und zwar, als ich von Dänemark zurück in die Schweiz gezogen bin, habe ich in der 6. Klasse angefangen in irgendeinem Kaff. Und erstmal bin ich dort reingelaufen und die erste Stunde, wo sie hatte, nein, fuck, Vorgeschichte. Ich hatte Staubsaugerflecken im Gesicht. Weil, wisst ihr noch, die Kylie Jenner Lip Challenge, wo man so einen Deckel über die Lippen gemacht hat und so gesaugt hat, nachher hast du so fette Lippen bekommen. Das habe ich mit dem Staubsauger gemacht. Über die Lippen. Und dann habe ich auch noch im ganzen Gesicht so Knutschflecken gemacht mit dem Staubsauger. Das heisst, ich hatte grosse, runde Flecken im Gesicht gehabt. Und meine Mitschüler und Schülerinnen haben anscheinend, habe ich im Nachhinein herausgefunden, gemeint, dass ich Pilz habe. Gut, ich laufe dort rein, habe Pilz in der Fresse.
die erste Stunde ist eine Französischstunde. Ich habe kein Wort Französisch können. Die Frau fragt mich, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Ich verstehe kein Französisch. Okay, dann nächste Stunde war so BG oder so. Die letzte Stunde vor dem Mittag. Bro, habe ich meine Tage bekommen, also nicht zum ersten Mal, aber habe ich meine Tage bekommen und habe nichts dabei gehabt. Nachher habe ich zu denen, die neben mir gesessen sind. Und das sind wirklich so, sorry, no front. Aber es sind so die dümmsten zurückgebliebenen Leute von der ganzen Klasse gewesen. Und ich habe so probiert, so durch die Blumen zu sagen, hey, ich habe meine Tage bekommen, hast du irgendetwas dabei? Weil ich habe nichts und ich kann nicht von dem Stuhl aufstehen, weil es ist literally so eine Blutspur auf dem Holzstuhl. Bro, ich würde euch das so vorstellen. Ich hure schüch. Ich so, hey, ich habe das Rote bekommen. Und die so, Bro, die schaut mich an. Hä? Welches Rote? Bro, ich so, 5 Minuten probiert. Nachher habe ich auch der Lehrerin müssen sagen, weil meine 2 super Sitznachbarinnen nicht gecheckt haben, von was ich rede. Ich musste zu der Lehrerin müssen, also sie so anrufen, weil ich auch nicht aufstehen konnte. So, hätten Sie eine Binde oder so? Oh mein Gott. Am ersten Schultag, Leute. Und nachher irgendwann haben sie dann die anderen 2 auch gecheckt, was läuft. Nach so 20 Minuten. Und dann musste meine Mutter holen, glaube ich. Ja, darum, falls euch so Sachen passieren, mir ist das alles schon 100-mal passiert. Weil erstens habe ich meinen Tag richtig früh bekommen, wo sie noch niemand hatte. Und ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Ich dachte, als ich sie bekommen habe, habe ich nicht mehr gewusst, was meine Tage sind. Und dann habe ich gemeint, ich sterbe. Und habe angefangen zu heulen. Und meine Mutter so, nein, chill. Nachher hat sie es mir erst mal erklärt. Ich so, oh mein Gott, what the fuck, Alter. Dann konnte ich nicht mehr in den Schwimmunterricht können, weil in Dänemark hast du fett Schwimmunterricht gehabt, weil, ja, wie so 10 war oder so. Und dann haben mich alle die ganze Zeit gefragt, wieso ich nicht schwimmen kann. Und ich habe es einfach nicht erklärt. Und irgendwann sind sie dann mal drauf gekommen, weil ganz viele andere plötzlich auch nicht mehr schwimmen können. Aber auf jeden Fall bin ich also ziemlich die Erste und auch die, die immer am halbes Verblüten war. Und mein einziger Tipp ist, tut einfach das Fetteste rein, wo ihr rein tun könnt, an Binden, einfach, dass ihr aussehen. Also hättet ihr Windeln, habt immer Schmerzmittel dabei, weil wenn du random irgendwo deine Tage bekommst, der erste Tag oder der Tag davor ist bei mir immer am schlimmsten. Und dann würde ich am liebsten einfach daheim bleiben. Habe ich auch wirklich oft gemacht in der Schulzeit. Ich bin ja meistens nicht in der Schule, wenn ich meine Tage bekomme, weil einfach so, Bro, wieso? Es ist wirklich schlimm. Und an alle Typen, die zuhören, es ist wirklich schlimm. Ihr könnt euch das nicht vorstellen und ihr werdet es auch nie im Leben erleben, werdet ihr zum Glück auch nicht. Habt ein bisschen Mitleid mit uns, wenn wir unsere Tage haben. Und sonst, ihr müsst immer schauen, dass ihr die passenden Unterhosen anhabt, für was ihr vorhabt, mit eurem Blut zu machen. Also, wenn du deine Tage nicht so fest bekommst, dann musst du auch nicht so eine riesige Granny-Unterhose anhaben. Aber wenn du die Tage hure fest bekommst, dann leg wirklich auch eine Unterhose an, wo alles Platz hat und du reinkleben willst. Aber es gibt auch solche, die zu gross sind und nachher ist es nicht so fest. Dann hebt es nicht und nachher rinnt einfach alles so zu der Seite raus. Leute, sorry, es ist wirklich TMI, aber ich probiere euch zu helfen, weil als ich klein war, habe ich euch nichts gecheckt von dem Ganzen. Und wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, ihr seid alt genug und traut euch und so, könnt ihr auch Tampons brauchen, aber ihr müsst wirklich nicht von Anfang an Tampons brauchen. Und wenn ihr richtig arme Sachen sind, dann müsst ihr beides brauchen. Fette Binde und fette Tampon und das tut mir sehr leid für euch. Aber ja, legt so Unterhosen an, wo, wenn ihr festblutet, wo es nicht einfach ausläuft. Und in der Nacht, Leute, tun das Tüchli unter euch. Das Tüchli, das man auf 60 Grad waschen kann, darunter. Und wenn ihr Period Stains habt, meine Mutter, Top G, hat meist die perfekte Lösung. Immer wenn etwas beblutet ist, dann tust du es sofort in kaltem Wasser so ein bisschen auswaschen. Dann tust du so ein normales Geschirrspülmittel drauf, so das, was man zum Abwaschen braucht. Du tust einfach drauf und tust so ineinander verreiben, so richtig fest. Und dann tust du es einfach waschen. Und nachher, meistens ist es weg, außer es ist halt mega so Stoff, wo halt sowieso nicht warm waschen darfst und so. Aber das sind meine Tipps. Und wenn ihr Krämpfe habt, dann geht ihr in Embryostellung oder tünt ein warmes, so, wie heissen die bei euch? Bei mir heisst das Krisimännli. So einen Krisisack. Tünt ihr auf den Bauch und dann einfach Embryostellung und sonst, wenn es wirklich nicht geht, eben Schmerztabletten. Und wenn ihr so richtig crazy so kotzen müsst und so, wenn ihr eure Tage habt und so, lasst das mal abchecken, das könnte Endometriose sein. Und es ist nicht
dann müsst ihr wirklich zum Arzt oder Ärztin und das abchecken lassen. Und falls euch plötzlich so trümmelig wird und alles, seit ihr eure Tage habt, wenn ihr so frisch eure Tage bekommen habt, könnt ihr auch abchecken, ob ihr Eisenmangel habt. Und dann könnt ihr Tabletten nehmen und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Und es ist vor allem wichtig, dass ihr mit euren Kolleginnen darüber redet, wenn, wer, was, welche Tage und so. Und wenn du deine Tage random bekommst, dann musst du keine Angst haben, um andere Mädchen zu fragen, so, hey, hast du etwas? Und so. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Und das kannst du auch bei random Frauen auf dem WC machen, im Fall. Also, das ist irgendwann ganz normal. Ja. Ich weiss, man schämt sich am Anfang. Aber es gibt keinen Grund, um sich zu schämen, nur weil die Buben in der Klasse sind. Glaub mir, was die in der Hose haben zum Teil in diesem Alter, ist viel schlimmer. Gut, sorry, kein Bodyshaming. Lästern, ja, nein. Das finde ich sehr lustig, weil das hat eine Person geschrieben, die mich mehrheitlich des Öfteren in meinen DMs gehatet hat. Und dann immer wieder gefragt hat, von wo eigentlich meine Kleider sind und dann mich wieder gehatet hat und dann wieder nett war. Darum, lästern, ja, nein. Ich habe eine ganze Folge über das gemacht. Gossip Girls oder so heisst sie. Jetzt habe ich das gemacht, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich es gar nicht kann. Ich behaupte, lästern ist zu einem gewissen Grad okay, wenn du nicht auf Aussehen gehst und nicht über Leute, die mega nahe sind, lästerst und vor allem nicht zu der besten Kollegin von jemandem gehen, lästern über die beste Kollegin, so, das kommt raus. Ich finde Leute, die man off-limits darf lästern, wie es Sau, wie man will, sind deine Eltern und dein Freund. Und vielleicht, wenn du wirklich eine hure gute beste Kollegin hast, mit der. Aber nicht einmal unbedingt. Weil dein Freund und deine Eltern, Bro, die erzählen es niemandem und die juckt es auch eigentlich nicht. Die denken sich so, Bro, jetzt hat hier schon wieder irgendein Drama und nachher ist es vergessen. Und dann zieht es sich auch nicht so ewig weiter. Weil was auch passieren kann, wenn man mit jemandem immer lästert, dann lästert man nur noch und dann kommst du so nicht über die Sachen hinweg, weil du wirst immer mit dieser Person auch das verbinden. So, oh mein Gott, ja, weisst ja noch, was die und die gemacht hat. Und jetzt reden wir nochmal drüber und nochmal drüber und nochmal drüber. Und dann hat es so nie ein Ende. Und dann wirst du einfach miserabel, obwohl... Ja, das ist ja eigentlich auch nicht nötig. Und es gibt so viele coole Gesprächsthemen, Leute. Ich liebe die Kolleginnen von mir am meisten, mit denen man nicht nur lästern kann. Also ich liebe auch die, wo man ein bisschen lästern kann. Aber Leute, wir lästern alle. Einfach seid ein bisschen ehrenvoll. Wir gehen nicht auf Aussehen, wir lästern nicht über Sachen, die die Leute nicht ändern können. Und so, ja, schaut einfach, wie wir reden. Aber so, tendenziell, ja, man darf schon ein bisschen lästern. Ausser du in meinen Scheiß-DMs, hör auf mich haten. Ich glaube, sie hat es aber nie mehr gemacht, weil ich sie dann mal darauf angesprochen, dass es ein bisschen komisch ist. Das mache ich übrigens, wenn Leute irgendwie komisch sind, weil sie denken immer, dass man DMs gar nicht liest. Jokes on you! Ich habe so ein Zwangsproblem mit meinen DMs. Wie gesteht man jemandem seinen Crush? Bro, keine Ahnung. Keine Ahnung. Mach einfach so, wow, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Riss. Das müsst ihr über mich wissen. Ich habe heute gerade mit meinem Freund darüber geredet, dass ich habe behauptet, ich habe Riss. Und nachher hat er, Bro, nein, du hast keinen Riss, du bist einfach du. Ich so, ja, aber dass ich bin, ist doch der Riss, oder nicht? Also, ja, in dem Fall. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Du musst wahrscheinlich so per Chat, in dem Alter, wo man noch so, ich weiß nicht, ich habe das immer per Chat gemacht. Und dann hat man immer viel größere Eier, als man in echt hat. Und nachher trifft man sich in der Schule und sagt dann nicht «Hoi». Und das geht dann so 4 Wochen weiter. Und dann in der 5. Woche bist du plötzlich zusammen und dann umarmst du dich mal und dann bist du so hure hyped. Das ist so meine Perspektive. Sonst, Leute, ich weiss doch nicht. Ich einfach, ich weiss nicht, ich bin so over die scheiß Crushes, weil wenn ich so zurückdenke, schäme ich mich für jeden einzelnen Crush, den ich hatte, vor meinem jetzigen Freund. Nicht ganz, aber so wo ich noch jünger war, oder? So 75% der Zeit kann ich euch einfach jetzt schon sagen, lasst es einfach. Gestönt den scheiß Crush gar nicht erst. Lasst es einfach sein. Es wird nur Probleme geben. Und ihr werdet nur traurig sein. Und vor allem, es wird auch schmerzhaft, Leute. Aber ich verstehe es auch. Man muss ja daraus lernen. Sonst, ja. Aber so, wie man etwas gescheit macht und wie man so jemanden so anrisst, kann ich euch leider nicht helfen. Sind einfach euch selber. Nehmt einfach meine Strategie. Sind einfach euch selber. Und ich bin so jemand, wenn ich jemanden toll finde, also jetzt, wo ich 20 bin, früher wahrscheinlich nicht. Ich weiss nicht. Ich habe nicht so viele Erinnerungen an früher. Es war eine sehr stressige Zeit, wie ihr wahrscheinlich schon in ein paar Folgen gehört habt. Aber jetzt bin ich auch so direkt. Ich bin auch so, hey, du bist ein geiler Sieg oder du bist kein geiler Sieg. Ja, sagen die Leute einfach so direkt, was ihr von ihnen denkt. Und entweder sie denken das Gleiche oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es halt so, ja, Pech, ich habe es dir gesagt. Dann ist es schon ein bisschen peinlich.
Also ich kann nicht lügen, es ist wirklich ein bisschen unangenehm, wenn man so zurückgewiesen wird. Aber Leute, mein bester Tipp, was so Dating ist ja noch nicht mal so Crushes haben, so in der Schulzeit. Wenn ihr ein offensichtliches Nein bekommt, dann lasst es auch bei dem Nein. Es wird eigentlich erst richtig peinlich, wenn man anfängt, diesen Leuten hinterher zu säckeln. Und das sage ich als jemand, der sehr gerne hinterher säckelt ist. Jetzt nicht mehr so. Aber nein, es wird nur noch peinlicher, weil wenn jemand von Anfang an Nein gesagt hat, glaubt mir, es wird auch in 2 Jahren nicht besser. Es wird auch in 2 Jahren nicht besser und jeder wird irgendwann wissen, dass du so eine ugly ass, sorry, wirklich nicht auf Aussehen bezogen gemeint, aber auch so Persönlichkeit auch, ugly ass Motherfucker hinterher gesäckelt bist und du bist dann die Person, die das macht, anstatt einfach so sagen, okay, dann fall nicht, hihi, und dann suchst du den nächsten Crush. Es ist ja wirklich nicht so deep. Ich weiss auch, das ist genau gleich wie mit den Freundschaften. In einem gewissen Alter haben wir immer das Gefühl, also habe ich auch jetzt das Gefühl, aber früher noch mehr, haben wir wirklich das Gefühl, so die Crushes und so das, oh mein Gott, mein erster Freund und so, ist so der Shit und so der Lebensinhalt und ohne das, würde gar nicht mehr gehen. Aber wenn man so zurückschaut, wenn man älter wird, ist es einfach so ein kleiner Joke. Es ist einfach so, ja, wir sind so herzig, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich gekühlt habe wegen so einem Typ, so, ich war ein kleines Würmchen. Darum, Leute, es ist alles nicht so schlimm und trotzdem, eben, ich verstand, wenn man 13 ist oder 12 ist oder so, heult wegen einem Typ, weil das habe ich auch gemacht. Also, dass man heartbroken ist und das Gefühl hat, oh mein Gott, die Welt ist vorbei. Das verstand ich alles. Aber ich bin da, um euch zu sagen, es wird wirklich viel besser und es ist nicht so schlimm. Und alles kommt zu seiner Zeit. Und ihr müsst noch viel, viel über euch selber lernen und euch selber kennenlernen und das Zeug und Sachen, bevor ihr eine gute Beziehung führen könnt. Trust me. Oh mein Gott, dann etwas so fucking Relatables. Wie checkt auch mein Herz endlich, dass er ein Hurensohn, sorry, ist? Die Person hat sorry gesagt. Hallo, wir sind bei «Los mal», du darfst das sagen. Sie ist sogar zensiert mit einem Sternchen. Also das finde ich auch sehr ein guter Punkt, weil das kann man eigentlich nicht nur, also logisch, dass es jetzt auf so romantische Art bezogen war, aber das ist ja eben auch genau das, was mit der Freundschaft so schwierig ist, oder zum Teil auch halt familiär, dass du eigentlich im Kopf weisst, so fuck, das ist nicht gut, aber gleichzeitig bist du so, ja, aber ich kann auch nicht einfach weg oder irgendwie, es gibt niemand anderes Besseres und wer nimmt mich denn sonst und so, das ist immer so ein bisschen das, was man sich denkt. Aber, Leute, wie viele Menschen gibt es auf der Welt? 8 Billionen oder so. Oh mein Gott, stimmt das überhaupt? Ich glaube schon. Das wäre ein bisschen peinlich. 8 Billionen Menschen und du hast das Gefühl, dass der räudige irgendwie Ramon oder, oh sorry, nein, der Ramon gehört das fix nicht. Unser Videograf heisst eben Ramon. Nicht gegen die. Aber so, der Ramon oder der Marco oder der Ray von mir aus. Hast du das Gefühl, das ist der Beste, den du bekommen wirst? Von diesen 8 Billionen Menschen. Und in der Schweiz gibt es irgendwie so, wie viel? 7 Millionen oder so. Leute, es gibt so viele Menschen und die wenigsten Leute checken das, aber ihr müsst es checken und vor allem, ihr seid so viel besser als jemand, der euch scheiße behandelt. Und ihr habt so viel mehr verdient als einer, der so nicht zurückschreibt oder so «Sorry, ich habe keinen Akku mehr gehabt». Leute, das sind alles fucking Lügen. Wenn ihr mit einem Lügner zusammen seid, stellt euch vor, eure beste Kollegin wäre mit so einem. Was würdet ihr eurer besten Kollegin sagen? Oder im schlimmsten Fall, stellt euch vor, ihr hättet eine Tochter und die Tochter würde mit so einem sich abgeben. Siehst du das Problem, oder? Da wärst du so, nein, du darfst nicht raus, du hast Hausverbot oder so ein Scheiß. Bro, gib dir selber Hausverbot. Find etwas. Ich weiss, das Schwierigste ist eigentlich, dass man eigentlich einfach nur gerne die Aufmerksamkeit hat und die Ablenkung von was auch immer sonst läuft. Und man liebt das einfach, dass man trotzdem irgendwie das Gefühl hat, man ist wichtig bei jemandem und so. Aber Bro, be fucking for real. Gib dir das Gefühl, dass du wichtig bist. Nein, er macht alles andere, wenn er wirklich ein Hurensohn ist, wie du gesagt hast. Dann gibt er dir eigentlich nur so low-key Aufmerksamkeit. Er spielt mit dir und alles, was in dir auslöst, ist «Oh mein Gott, ich bin so scheiße. Oh mein Gott, wieso bin ich nicht gut genug? Oh mein Gott, wieso will er mich nicht? Was könnte ich noch machen, dass er mich will? Was muss ich machen? Oh mein Gott.» Es liegt nicht an dir. Du bist nicht das Problem. Er ist das Problem. Der hat irgendwelche Issues, dass er keine Liebe annehmen kann. Und das Gefühl hat «Oh mein Gott, ich bin nicht gut genug für dich. Weil du bist so gut und ich habe nichts verdient und darum muss ich ein Arschloch zu dir sein.» Ja, dann go be ein Arschloch. Und nachher seht ihr dann, die nächste Beziehung, die er hat, ist dann plötzlich so voll seriös und so. Ihr habt ihn gekillt, weil ihr seid besser. Aber nein, ihr habt viel mehr verdient. Und es hilft, das noch ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Und so, schreibt mal fucking alles auf, was der macht.
wirklich, wenn du es halt wirklich so im Herzen noch nicht, du kannst nicht loslassen oder so, schreib auf, was der Wichser alles macht, wo eigentlich logisch so ein Ick ist, wo so peinlich ist. So. Und wenn du das müsstest präsentieren vor einer Schulklasse oder vor einem Familienessen oder vor deinen Friends und du müsstest sagen, schau mal, das ist das ganze Verhalten, das ich toleriere. Weil ich habe das Gefühl, ich bin scheisse. Findet ihr mich noch cool? So, wer bist du? Was haltest du von dir selber? Und wenn es zu dem Punkt gekommen ist, dass du dich eben so richtig scheiße fühlst, wegen dem, das verstehe ich auch. Ich will auch ja nicht schämen. Ich probiere nur halt irgendwie so eine Strategie zu finden, wo man sich selber irgendwie so ein bisschen triggern kann und so checkt so, fuck, oh mein Gott, ja, das ist nicht gut, dass ich mich mit so jemandem abgebe. Aber du würdest es auch in einer Freundschaft nie tolerieren, was so ein Typ macht. Du hast einfach das Gefühl, weil es eine Beziehung ist oder keine Ahnung, Situationship oder F+, was auch immer, Alter, gibt ja alles, dass es irgendwie so deep ist und eben, man hat wirklich das Gefühl, so, Bro, wenn nicht er, wer dann? Bro, es gibt so viel bessere. Und es tut dir auch echt gut, mal allein sein, weil obviously, wenn du dich nicht von so einem trennen kannst, dann ist irgendwo noch ein Problem, das du mit dir selber klären musst, bevor du gerade den nächsten hast oder bevor du irgendwie, so, weißt du, was ich meine? Irgendetwas ist in dir. Und das wird er nicht ändern können. Du wirst nichts an ihm ändern können, weil an ihm ist ja obviously auch etwas nicht gut. Du brauchst Zeit, um an dir selber zu arbeiten. Und vor allem die Ablenkung, die so ein Typ dir gibt, die kannst du dir auch selber suchen. Find heraus, was du machen kannst. Dass du nicht an ihn denkst. Oder, keine Ahnung, mach eine Abmachung mit einer Kollegin. Bro, jedes Mal, wenn ich irgendwie von ihm rede, dann muss ich das und das machen. Von mir fucking 5 Stutz zahlen. Irgendetwas. Es kann psychomässig sein. Hauptsache, du kommst aus dem raus und lernst an dir selber arbeiten. Und irgendwann schaust du zurück und denkst so, oh mein Gott, zum Glück bin ich dann gegangen. So, weil es gibt Leute, die gehen nie. Es gibt Leute, die heiraten diese Menschen. Es gibt Leute, die haben Kinder mit diesen Menschen, obwohl sie wissen, irgendwie ist es nicht gut. Und es gibt Leute, die sterben an der Seite von so Menschen. Und wir wollen nicht so sein. Und das ist nicht zum eben Leute zu schämen, wo der Schritt nicht gehen, weil eben, je nachdem, wie schlimm es ist, kann es natürlich auch, also es ist so schwierig. Aber einfach so, du willst nicht die Person sein. Du willst nicht so enden. Auch wenn es mega schlimm ist für die Leute. Eben, so, es ist mega schlimm. Du willst nicht mega schlimm leben müssen, dein ganze Leben. Wir sind so jung. Wieso müssen wir jetzt schon so einen Pain haben, wenn du dir literally einfach einen aussuchen kannst, der einfach mega einfach ist. Und ich weiss, mega viele haben so das habe ich auch früher gehabt, dass man so denkt, so, oh mein Gott, aber vielleicht kann ich ihn fixen. Aber sind ihr dumm? Haben das Gefühl, er macht das zum ersten Mal? Haben das Gefühl, er checkt nicht, dass er genau das denkt? Oh mein Gott, und dann weiss er bleibt länger. Der will nicht gefixt werden. Er will auch Spass haben und er nutzt dich aus und er hat null Respekt vor dir. Hast du Bock, jemanden zu fixen, der dich nicht mal als normaler Mensch sieht? Nein. Thema abgeschlossen. Wehe, du hast noch irgendetwas mit dem zu tun nachher. Ich tue dich schämen. Fast Schlag gesagt, aber das darf ich ja nicht sagen. Ja, vielleicht checkt es dein Herz so. Das sind ein paar Ansatzpunkte. Gut. Oh mein Gott, wie kommt man gut bei Typen an? Leute, nein, nicht immer die jungen Mädchen, die so herzzerrissende Fragen fragen. Ihr müsst nicht gut ankommen bei Männern. Also bei Männern sicher nicht. Bei Buben. Ihr müsst nicht gut ankommen. Ihr seid gut. Wie ihr selber in eurer authentischsten Form seid. So müsst ihr sein, um jemanden attracten, wenn ihr jemanden haben wollt. Weil am Schluss des Tages, wenn du dich verstellst, spätestens nach 3 Monaten kommt dein wahre Gesicht raus. Und dann hätte er dich plötzlich nicht mehr gern. Und dann bist du so, oh mein Gott, wieso? Ja, vielleicht weil du so da hast, als wärst du jemand anderes. Nicht, dass du die Schuld wärst, aber weißt du, was ich meine? Und umgekehrt genau gleich. Plötzlich nach 3 Monaten ist er so ein verdammter Arschloch und du bist so, oh mein Gott, was ist passiert? Ja, er war einfach fake gewesen. So. Und ich weiss auch, in dem Alter, wo du bist, weil ich habe dein Profil gestalkt, ist es halt so, du weißt gar nicht, wer du bist. Darum ist es wahrscheinlich schwierig, wenn ich dir sage, ja, sag einfach du selber, ja, what the fuck ist das? Darum mein Tipp, wenn du noch nicht mal weißt, wer du selber bist und was du gerne hast und wie du dich verhalten sollst, dann ist wirklich das Letzte, was in deinem Sinn sein sollte, wie du gut wirkst bei Typen. Frag dich mal, wie du bei dir selber gut wirkst. Was habe ich selber gern? Wie kann ich mich selber stolz machen? So, bla bla bla. Und die Typen, die bleiben das ganze Leben. Du kannst auch in 5 Jahren erst anfangen, dich dafür zu interessieren, wie du eigentlich auf Männer wirkst oder auf Buben. Die rennen dir nicht davon. Im Gegenteil, sie werden dir hinterher säckeln. Und es gibt so viele coolere Sachen, als sich Gedanken darüber machen zu müssen,
ob man eigentlich gut wirkt und so. Weil am Schluss vom Tag, Leute, ihr könnt die Hübscheste sein, ihr könnt die Gescheiteste sein, ihr könnt die Lustigste sein. Es gibt immer die, also vor allem in der Schulzeit, Bro, die Buben sind so nervig. Sie werden immer etwas finden an dir, um die fucking mobben, um die bodyshamen, um die abmachen. Ich würde meine Energie in coole weibliche Freundschaften investieren. To be honest, wenn ich jetzt so zurückschaue. Viel lieber hätte ich das gemacht, als mich so darüber zu kümmern. So. Findet er mich toll? Und dabei ist er so der grösste Böck auf der Welt. Sorry. Was ist für dich eine definitive Red Flag in einer Beziehung? Oh mein Gott, es gibt so viele Leute, ich bin so picky und so... Also wenn meine Kolleginnen mir zum Teil etwas erzählen, bin ich so, what the fuck? Und alle anderen sind so, ja, das ist ja normal. Also, darum bin ich kein gutes Beispiel. Und das kommt natürlich immer so auf die individuelle Situation an, wie es euch wirklich, wirklich geht. Ich würde sagen, oh mein Gott, etwas, was ich vielleicht universell behaupten kann, ist, wenn du so innerlich die ganze Zeit dich unwohl fühlst oder irgendwie so ein schlecht, einfach so ein mulmiges Gefühl hast. So, ist er das? Und will ich nicht lieber jemand anders? Oder macht er echt etwas falsch? Wenn du es die ganze Zeit hast, es gibt so Phasen, wo man das einfach hat und das ist ja voll okay, die ganze Zeit so fühlst, dann sagt dir literally dein ganzer Körper, deine ganze Intuition, sagt dir, renn. Und du rennst nicht. Wir müssen mehr auf ein Bauchgefühl hören. Das habe ich, glaube ich, auch schon in einer Folge gesagt. Wirklich das so. Oder wenn er mega asozial über andere Leute redet, wenn er mega asozial zu seinen Eltern ist, ohne Grund. Also es gibt immer Ausnahmen, darum sage ich auch so, also mit einer Prise Salz nehmen. Wenn er zu Personal asozial ist oder wenn er so allgemein über Frauen zum Beispiel auch mega schlecht redet, hast du das Gefühl, du bist ausgenommen von diesen Frauen, über die er redet. Die läuft um die Schlampe, die macht das und das, die ist verdammt hässlich. Hast du das Gefühl, er respektiert Frauen gleichermaßen wie Männer, wenn er so über jede Frau rumläuft, redet? Nein, und vor allem, wieso juckt es ihn? Wieso schaut er so viele andere Frauen an? Red Flags. Und wenn er nie schreibt und wenn er nie etwas fragt und wenn du immer alle Gespräche musst führen und er ist immer weg und er kann dir nicht sagen, wo er ist und alles muss versteckt sein und so. Nein. Hure viel auch so, das erste Mal haben so, Leute, ich will da jetzt nicht zu deep gehen. Logischerweise, aus Gründen, die ich am Anfang genannt habe. Aber das Einzige, was ich euch ans Herz legen will, weil das schreiben wir auch so, wirklich so wöchentlich, schreiben wir Mädchen und sind so, hey, ich habe meinen ersten Freund und ich weiß nicht, ob ich mit ihm Sex haben soll und soll ich machen und so. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 15 und ich sage immer, nein, mach's doch nicht. Warte lieber noch ein bisschen, weil alle, die mir schreiben, sind so, ja, wir sind jetzt 3 Monate zusammen und so langsam fragt er halt, ob wir es machen können und so. Nein. Mach's wirklich nur, wenn du nicht zu mir säckeln musst und fragen musst so, hey, soll ich das machen? Weil es zeigt, dass du nicht sicher bist, dass du das machen willst. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du das machen willst, dann ist es im Nachhinein immer so ein bisschen, wieso habe ich das jetzt gemacht? Und das sollte es ja nicht sein. Es sollte ja wirklich etwas so angenehm sein. Ich will jetzt nicht sagen schön, weil ich glaube, alle, die ihr das erste Mal schon hatten, sind so ein bisschen, okay, so crazy ist es jetzt auch nicht gewesen oder so. Aber es sollte einfach angenehm sein im Sinne von, dass du dich wohlfühlst mit dieser Person und dass du dich nicht schämst und dass du im Nachhinein nicht denkst, oh mein Gott, what the fuck. So, und für das braucht es mega viel Vertrauen und mega viel Zeit mit dieser Person. Also wenn ich zurückschaue, wo halt die Phase gekommen ist, wo auch alle meine Kolleginnen und alle bla bla bla, niemand von uns, bis auf so 2 Leute vielleicht, hätten oder wie sagt man das, nicht hätten sollen machen, ist auch eigentlich scheiße, ist nicht so wichtig. Aber so, alle wären besser dran gewesen, wenn sie es einfach noch nicht gemacht hätten. Weil im Nachhinein ist immer so, so, wenn wir Schluss hatten, ist es so, habe ich es jetzt mit ihm machen so, Und für uns bedeutet es halt trotzdem irgendwie viel. Egal, ob das jetzt gesellschaftlich ist oder einfach, weil wir sehr emotional sind in diesem Alter oder so. Und es ist ja eigentlich nur so, es ist so, du hast halt Sex, weißt du, was ich meine? So, okay, das ist natürlich und alle machen es. Aber es bedeutet halt gleich viel und du wirst es wirklich nie vergessen, mit welcher Person und so. Und du verbindest sehr viel mit dieser Person das ganze Leben lang. So viel, wie ich höre von auch älteren Damen. Und das, finde ich, sollte man schon mit Bedacht aussuchen. Vor allem auch so, wer lässt du so nah an dich ran. Und ich finde nicht, dass es etwas ist, was man innerhalb von 3 Monaten aufbauen kann. Also,
überhaupt nicht. Und ich weiss, man fühlt sich auch sehr unter Druck gesetzt, weil alle anderen fangen langsam an oder dein Freund, also bei mir war es meistens einfach so gewesen, dass die Typen halt immer so hure drauf bestanden haben, was ja auch mega Red Flag ist, so lass mich fucking in Ruhe, Bro, wir kennen das seit 2 Tagen, lass mich in Ruhe. Aber auch alle meine Kolleginnen sind immer so gewesen, ja, jetzt findet ihr so, es ist langsam Zeit und so. Nein, du musst finden, es ist Zeit. Und wenn er dann so findet, ja, dann mit dir zusammen sein, wenn du es nicht machst, what the fuck, dann ist ja hure komisch. Also wenn so einer ist, der sagt, ja, ich warte gerne auf dich, dann ist es fair. Aber so, schwieriges Thema, aber ich finde wirklich, es hat schon ein bisschen mehr Bedeutung, mit jemandem so intim werden, als es heutzutage dargestellt wird. Auch allgemein, wenn du, also nach dem ersten Mal, wenn du einfach random halt Sex hast, oh mein Gott, ich hasse es, über Sex reden, sorry Leute, ich muss immer lachen. So, es ist halt so voll normalisiert, dass man halt mit jedem und allem Sex hat, was ich auch einerseits okay finde, weil ich finde, man sollte sich nicht schämen und eben so, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das vermittelt dann halt allen jungen Leuten auch das Gefühl, so, es ist gut und es wird sich gut anfühlen, mit einfach random Leuten zum Beispiel Sex haben oder so. Und da wird so ein bisschen vergessen, dass die meisten von uns wirklich hure emotional sind und auch Issues haben und bla bla bla. Und dann ist es nicht einfach, zum einfach random mit irgendjemandem Sex zu haben. So, das macht dir nur weh am Schluss. Und ich kenne wirklich nur sehr, fast niemand eigentlich, wo das wirklich mit gutem Gewissen machen kann und sich nachher einfach so, oh, das war jetzt gut gewesen, so, zack, next. Die meisten Leute sind nachher attached, verlieben sich irgendwie in so einen Random, wo sie nicht mal wissen, wie er heisst, fühlen sich nachher irgendwie schlecht oder irgendwie so, wieso habe ich das jetzt mal? So, lieber ein bisschen mit Vorsicht. Was nicht heisst, dass sie die schämen, wenn du gerne mit random Leuten Sex hast. Das meine ich überhaupt nicht. Aber einfach so, ich finde es blöd, dass allen eben das Gefühl geben wird, so, du kannst das auch und alle können das. Und nein, nicht jeder kann das. Das ist auch okay. How do you know he is the right one? Wow, das ist schwierig, weil ich finde das auch so ein bisschen, Leute, wenn ich das jetzt sage, weil ich mit meinem Freund zusammen bin und imagine, das macht er so Übermannschluss bei mir und dann bin ich so, fuck, Leute. Ich sehe das die ganze Zeit, oh Gott, Leute, seht ihr das auch die ganze Zeit auf TikTok? Immer, wenn so Content Creators, also vor allem Creatorinnen, so nur Content darüber machen, so Relationship Advice, Red Flags, Things I'd never do in a relationship, this is how you have a long-term relationship, bla bla bla. Bro, jede von denen, sobald sie viral geht mit diesen Videos und halt regelmäßig nur so Videos macht, jedes Mal geht die Beziehung plötzlich auseinander. Jedes Mal. Und ich bin immer so, oh mein Gott, fuck, sollte man nicht darüber reden. Weil dann passiert das bei mir auch noch. Aber auf jeden Fall, was ich das Gefühl habe, dass man auf jeden Fall merkt, man ist auf dem richtigen Weg. He? Einfach, dass ich nicht sage, he's the one und nachher habe ich mich selber in den Arsch gebumst. Leute, das Geheimnis, so unter uns, du und ich, jetzt wenn ich da so reinflüstere, so ganz, wenn ich ganz allein bin und so in mein Tagebuch schreiben würde, dann würde ich schon sagen, he's the one, aber sagt es keinem, cringe, Alter, man weiß ja nie. Okay, ich würde sagen, ein guter Ansatzpunkt, fuck, heisst es überhaupt so, Anhalt, keine Ahnung. Ich habe kein Deutsch mehr, ich muss wieder zurück in die Schule, Digga. Stopp. Also, ein guter Anfang auf jeden Fall ist, wenn du dich wohlfühlst, wenn du selber sein kannst, wenn ihr auch gute Friends sind. Das ist ja auch etwas, wo man oft sagt, so, he's my best friend and my boyfriend. Ja, hure cringe, aber ja, es stimmt. Du kannst stundenlang miteinander nichts machen und es ist gleich toll. Du vermisst einander auch nach Jahren noch. Man plant immer noch Sachen. Man kann sich eine Zukunft vorstellen. Man hat die gleichen Werte. Das finde ich ganz wichtig. Weil oft hat man etwas mit Menschen, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen zusammenkommen, einfach alles, hat man etwas mit Menschen, wo eigentlich von Anfang an merkst, der vertritt nicht die gleichen Werte wie ich oder die oder was auch immer. Und man weiss eigentlich von Anfang an, ja, Bro, also wenn wir jetzt 10 Jahre zusammenbleiben wollen, das würde nicht funktionieren, weil du willst auf Kalifornien ziehen und willst dort berühmt werden und ich will ein Cowboy werden in der Sahara. So, oder irgendwie, du bist mega woke und der ist so mega FDPler oder so, keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Und wenn man dann trotzdem so etwas eingeht, dann ist es so, ja, du bist eigentlich gerade dein eigenes Herz am Brechen, weil früher oder später wird es halt genau an dem scheitern, aber es ist auch schwierig, das von Anfang an zu wissen. Darum sexy. Darum sage ich es euch. Genau, eben, du fühlst dich mega wohl, all diese Sachen, pipapo. Es funktioniert auch, wenn ihr mal länger am gleichen, also aufeinander hockt, zum Beispiel in der Ferien oder wenn ihr irgendwie, Bro, imagine so Lockdown-Situation, wenn ihr einen Lockdown überstanden hättet, dann könnt ihr heiraten. Das habe ich persönlich nicht so wirklich.
Doch, ich hatte einfach so ein random, so bin ich mit einem zusammengekommen. Und nachher hat es gar nicht mehr funktioniert, wo der Lockdown vorbei war, weil es eben halt so angefangen hat und wir uns nur so kennengelernt haben, wo wir so beide nichts zu tun hatten. Das ist eine andere Geschichte. Das ist auch der auf Amsterdam gegangen ist und mir gesagt hat, er ist nicht... Ja, egal. Ich habe das, glaube ich, mal erzählt. Hört einfach irgendeine random Folge, wo ich das erzählt habe. Und ich habe doch auch eine Folge gemacht, so von wegen nein, das sind Red Flags in Freundschaften gewesen, oder? Bro, ich habe doch so Bare Minimum. Die Folge heisst Bare Minimum. Hört die, das sind auch so Sachen. Dann hat jemand gefragt, oder mehrere sogar, wie kann man ein Girls Girl sein? Und auch so, ja, was ist deine Definition von Girls Girl und so. Ich finde, es muss nicht sein, Girls support Girls, weil es gibt ganz viele Girls, die auch Scheiß machen, die du nicht supporten musst. Aber Girls protect Girls ist so ein bisschen, was, oh mein Gott, ich will so oft das Wort Girl sagen. Girls protect Girls hat für mich Girls Girl Energy, weil es ist scheißegal, wer du bist, was du für einen Scheiß angestellt hast, was für ein Arschloch du bist. Am Schluss des Tages, wenn du allein heimlaufst, laufe ich mit dir oder lüte dir an oder frag dich, ob ich dir irgendwie helfen muss, heimzukommen. Wenn eine am Boden liegt und fucking ohnmächtig ist, nach dem Ausgang oder so, dann bist du ein Girls Girl, wenn du angehst, scheißegal, ob sie stinkt, grusig ist, ob sie irgendwelche Drogen genommen hat, um an diesem Punkt anzukommen. Weil wir wissen, wie es ist, eine Frau zu sein und was passieren kann, wenn wir nicht aufeinander schauen. So ein bisschen das. Also du kannst, es ist etwas völlig anderes, ob jetzt ein Typ dort würde liegen oder eine Frau dort liegen würde. Sorry, es ist halt einfach so, leider. Und dass man aufeinander aufpasst und einfach schaut, so, okay, ihre Gott, sie ist safe, finde ich, gehört dazu. Und nicht so, dass, ja, wir müssen einander alle aufhypen und wir sind alle gleich und wir sind alle... Ja, wir sind alle gleich, aber gleichzeitig so, wenn du ein Hurensohn bist, dann muss ich nicht machen, ja, du bist ein Hurensohn, du machst es so gut. Weißt du, was ich meine? Dann auch, dass man... Ich finde es so... schwierig, einfach so... Obviously kann ich es nicht einfach definieren, sonst hätte ich jetzt einfach einen Satz gedroppt. Aber auch, dass man einander Sachen gönnt, was finde ich in meiner Erfahrung viel schwieriger ist unter Girls, weil einem das einfach beigebracht wird, internalisierte Misogynie. Ich habe mal einen Vortrag, eine Rede darüber gehalten im Englischunterricht. Oh mein Gott, die liegt da irgendwo rum. Soll ich mal vorlesen? Eben, es wird uns beigebracht, dass wir Konkurrenz voneinander sind. Wir sind ständig in diesem Konkurrenzkampf und sie ist hübscher und sie ist hässlicher und sie ist... dass man einfach diesen Konkurrenzkampf so weit wie möglich ausschaltet. Und ich weiss, das ist sehr schwierig und fix haben wir das alle irgendwo noch so ein bisschen. Aber dass man das so ein bisschen reduziert, dass wenn du mit jemandem befreundet bist, dass du von Herzen etwas gönnst, dass du rootest for your friends, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt, dass man auch eben bei anderen Mädchen jetzt nicht eben beim Lästern jetzt auch so nicht auf Aussehen geht oder das ist so eine Schlampe. Also Bro, shut the fuck up. Wirklich, wir werden jetzt schon genug von allen Männern geschadet und das ist glaube ich so ein bisschen der Punkt, dass weil wir wissen, wie es ist, als Frau zu leben, müssen wir es einander nicht noch schwieriger machen mit blöden, unnötigen Sachen, die halt so oft passieren. Und für mich ist ein Girls Girl einfach eine, die so ist, so, ja okay, dann macht sie halt, ist jetzt nicht so etwas für mich, also ich würde das jetzt nicht so machen, aber sie soll halt machen. Und nicht, dass man sagt, oh mein Gott, sie ist nicht blöd, ich kann es erzählen. Würdest du es bei einem Typ genau gleich sagen? Wahrscheinlich nicht. Das ist immer so eine Frage, die man sich selber fragen kann. Boah Leute, wenn ihr wisst, wie fest ich gerade nach Schweiß stinke, weil ich da so hocke und meine Achseln zusammendrücke, das ist gottlos. Immer wenn ich Podcast aufnehme, schwitze ich so grusig. Pray for meine Gäste. Bro, letzte, als ich da mit dem Gusti aufgenommen habe, hat er mich so umarmt und tschüss sagen. Ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich schmeckt er nicht, wie fest das ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es geschmeckt hat, aber so YOLO. Er soll ein Girl sein und Fresse haben, wenn er weiss, dass ich gestunken habe. Oh mein Gott, hure spannend. Jemand hat geschrieben, The truth comes in jokes. Erfahrungen damit gemacht. Wie gehst du mit solchen Menschen um? Ja, das ist Story of my life. Leute haben sehr... haben sie überhaupt jemals? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die Leute sehr selten die Eier gehabt, mein ganzes Leben schon, um mir etwas ins Gesicht zu sagen, wo sie wirklich über mich denken. Und es ist dann immer so gekommen in «Oh, du bist aber ganz gescheit.» «Oh ja, du mit deinen dünnen Beinen, gell?» So ein Joke. «Ja, du mit deiner fetten Stirn bist so gescheit, gell?» «Oh, das war ja nur ein Witz.» Weil, weißt du, das ist genau der Punkt. So, sie können sich halt hinter dem verstecken und die als geschissen dumm darstellen, weil du hässig wirst. So, hä, wieso bist du hässig?
habe ich nur einen Witz gemacht, verstehst du, keinen Spass. Oder, ja. Und ich finde, low-key, das stimmt, weil das merke ich immer bei mir selber. Wenn ich so überlege, so, wie sage ich jetzt dieser Person, dass mich das und das mega gestört hat. Und dann komme ich auf keine Lösung und dann so 2 Tage später treffe ich die Person. Und dann mache ich irgendeinen dummen Witz und bin so, oh mein Gott. Das war einfach absolut kein Witz gewesen. Darum so, ich bin selber guilty. Ich glaube, es ist einfach viel einfacher für die Leute, das so machen. Und ich würde sagen, wenn du mit jemandem befreundet bist, wo das sehr oft macht, regelmäßig, dann bist du nicht mit dieser Person befreundet. Es kommt, keine Ahnung, bei mir ist das auch oft mit Leuten gewesen, die ich eigentlich gar nicht so gut kenne. Und ich dann immer so, im Nachhinein denke ich so, Bro, wo hast du den Mut, so mit mir zu tun, wenn du mich nicht mal kennst? So, was gibt dir für Vibes ab, dass man das mit mir machen kann? Fuck you. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, jetzt im Nachhinein denke ich, weil die Leute so Angst vor dir haben, weil sie wissen, du bist cool oder die Leute haben dich gern oder du bist gescheit. Eins von allem. Also weißt, so irgendetwas, wo du außerordentlich gut drin bist oder irgendwie rausstichst, dass sie wissen, du kannst, also weißt, so, sie haben nicht den Mut, um direkt zu dir zu kommen und zu sagen, hey, du hast eine fucking fette Stirn, du hast eine Sau. Niemals würden sie sich das trauen, weil sie sehen die eigentlich über ihnen und dann probieren sie die so zu humblen, indem sie einfach gemeine Sachen sagen und hoffen, du kommst ein bisschen oben runter, damit sie sich nicht mehr so schlecht mit sich selber fühlen müssen. Aber das funktioniert halt nicht. Das ist auch nur peinlich. Also hör auf mit dem, falls du so jemand bist. Ich muss auch aufhören mit dem. Aber ich mache es nicht so gemein. Ich bin auch so, ja, gell, du, wo mir nie antwortest auf meine fickten Nachrichten. Übersetzung. Kannst du mir bitte mehr antworten? Ich bin richtig traurig, dass du mir nie antwortest. Ich fühle mich richtig unwichtig. Ja. Was machst du gegen so Anxiety? Bro, keine Ahnung. Ich weiss auch gar nicht, ob man Anxiety, das muss ich mal herausfinden, ob man Anxiety darf überhaupt, also ist das so, kann ich das sagen als ganz normale Person, die keine Angststörung diagnostiziert bekommen hat? Also kann ich einfach Anxiety haben, auch wenn ich nicht so Social Anxiety habe oder so, keine Ahnung, Leute. Aber auf jeden Fall, wenn ich mich so richtig, ich habe das oft, seit ich Social Media mache, habe ich ja auch schon oft erzählt, bin ich richtig nervös, kriege so Schweißausbrüche oder so, keine Ahnung, habe das Gefühl, ich kann einfach gar nicht mehr, vor allem in der Öffentlichkeit. Und mir wird so, also habe ich gesagt, mir wird so heiß oder ich kriege so komplett, komme nicht mehr klar, so habe das Gefühl, die Welt geht unter und weiss gar nicht mehr, wo anfangen mit meinen Gedanken. Ich habe das Gefühl, so, ja, jetzt gibt es einfach keine Lösung mehr für das Problem oder irgendwie komme nicht mehr aus dem raus oder so. Auch allgemein, wenn alles so ein bisschen zu viel wird, hilft, das ist so low-key peinlich, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen will. Ich tue immer eine klassische Musik hören. Und dann heule ich. Und dann rufe ich meinen Freund an oder so und bin so, Hilfe! Und was richtig gut funktioniert, was ich angefangen habe, schon seit, keine Ahnung, vielleicht so einem Jahr oder so, ist meine Leute wirklich eben zum Beispiel anrufen oder schreiben oder so und ich sage, Alter, ich bin gerade so, irgendwie so ist das Problem oder ich bin gerade so komisch oder ich bin so nervös gerade. Kannst du mir irgendetwas erzählen? Kannst du mich irgendwie ablenken? Oder bei meinem Freund spezifisch frage ich, hey, Alter, kannst du mir kurz helfen? Ich brauche eine Lösung, ich komme nicht mehr raus, was kann ich machen? Bei mir ist das nur schon so, kommt das manchmal, wenn ich so Zeitpläne machen muss oder irgendwie so stressige Woche kommt und ich weiss gar nicht, wenn ich was machen soll, dann frage ich einfach meine Kollegen oder meinen Freund so, hallo, kannst du mir kurz helfen, einen Zeitplan machen? Weil ich habe keine Ahnung, kannst du mir kurz helfen, bitte? Und das hilft hure, weil du hast erstens, du merkst langsam, es gibt andere Leute, die dir helfen können. Du bist nicht allein und es gibt immer eine Lösung und wenn du das so wie ich hast und so in der Öffentlichkeit, dann gibt es eigentlich nur Kopfhörer anlegen und die Leute nicht anschauen. Oder, was auch mir hilft, habe ich herausgefunden, ist einfach so mega freundlich sein zu den Leuten. Auch wenn ich eigentlich innerlich so bin, oh mein Gott, die hassen mich alle, die sind mir alle am Anstellen, die hassen mich alle, ich bin richtig hässlich, die finden mich alle scheiße, die sind mir alle am Anschauen, oh mein Gott, ich will weg von da, ich will weg von da. Dann bin ich auch so, wenn ich dann eine soziale Interaktion habe, bin ich so, hey, Weil dann sind die Leute meistens zurücknett und dann merkst du so, die Leute hassen mich gar nicht alle. Die Leute schauen mich gar nicht komisch an. Die Leute sind einfach genau gleich nett zu mir, wie ich zu ihnen nett bin. Oder, wenn sie nicht gleich nett zurück sind, dann kannst du so ein bisschen so, das war so ein Arschloch gewesen. Und dann bist du auch wieder nicht du die Schuld. Und dann ist es so weg von diesen Gedanken von, dass man selber irgendwie das Problem ist oder so. Das sind so die Sachen, die mir helfen. Aber ich weiss natürlich, es sieht natürlich immer bei allen anders aus, in welchen Situationen so etwas kommt und so. Ich würde einfach vor allem sagen, mit jemandem darüber reden. Und falls es richtig schlimm ist, würde ich wirklich sagen, probier in Therapie zu gehen, weil eben, es gibt ja auch so etwas wie Angststörungen und so weiter und so fort.
ein paar haben auch gefragt, von wegen Rasieren, Haarentfernung, Rasierpickel, wie kriegt man das richtig gut an? Leute, ich muss euch etwas erzählen. Die ganz wenigsten Leute kriegen das einfach so perfekt an. Das ist ein Scam. Die Leute, die so auf Insta, TikTok so sind, so «This is how you get no razor burn. My my shaving routine. Bla 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 bla.» Die gehen ihre scheiß Haare waxen. Das ist gar nicht rasiert. Du gehst mit einer Klinge über deine Haut und hast das Gefühl, es wird nachher aussehen wie ein Babyarsch. Das geht nicht. Und wir müssen auch damit klarkommen. Es wird nie so aussehen wie in den Pornos. Es wird nie so... Es ist alles fake. Leute bleachen ihre Downstairs-Area. Leute lassen sich Haare lasern. Das mache ich übrigens auch. Also nur bei den Achseln und Beinen. Weil ich also denke, Bro, das ist low-key peinlich, wenn die Leute... Das ist eine Kooperation, oder Bro? So, die kennt mich von Insta und die sollten meine Coach anheben. Geht nicht. Außerdem, low-key, Leute, könnt ihr sagen, heute ist so TMI, Leute, ich würde mich so schämen, wenn ich das nachher hören muss und bearbeiten muss. Aber low-key, mein Hot Take bezüglich Körperbehaarung ist, dass ich finde, man sollte nicht zu viel permanent entfernen, also wie so mit Laser oder so. Weil wer weiß, ob in 20 Jahren so mega in ist, so richtig, das war ja schon mal in gewesen, oder früher, so Teamfrisuren und so. Und dann möchte ich nicht die sein, die gar keine Haare hat, um etwas zu machen. Sorry, Leute. Sorry mit meinen Kolleginnen, Leute. Fuck, ich fühle mich zu comfortable da in dem Girls Talk. Ich habe das Gefühl, es lässt kein einziger Mal zu. Sagen wir mal, ob ihr euch das auch schon überlegt habt, weil ich habe das Gefühl, das ist mein einziger Gedanke, den niemand anders bis jetzt hatte. Oh mein Gott, meine Mutter lässt die Folge. So, Thema Fake Friends. So, wenn deine Kolleginnen dir nicht das Gefühl geben, dass du toll bist. OMG. Das ist eben genau das fuck, Leute, ich kann nicht mehr reden. Wie heisst es wieder? Girl-Situation. Wenn du so Kolleginnen hast, es hat mich auch jemand gefragt, wie kann man jemandem probieren sagen, dass man findet, sie ist gerade kein Girls Girl. Ich finde, es ist schwierig, so Leute zu ändern, weil am Schluss des Tages der innere Hass, den jemand gegen dich hat, egal aufgrund von was, aufgrund von Eifersucht oder Unsicherheit, Neid, das kannst du nicht einfach mit einem Gespräch wegbekommen, weil die Person fühlt das wahrscheinlich schon sehr lange. Und es ist sicher möglich, aber ich würde einfach trotzdem sagen, so distanziere dich einfach, wenn es möglich ist. Wenn du merkst, jemand ist wirklich kontinuierlich ein Arschloch zu dir, gönnt dir nichts und ist irgendwie leicht mit dir befreundet. So, wieso bist du mit mir befreundet? Willst du einfach nur wissen, was in meinem Leben läuft, um nachher über mich abzulästern? So, peinlich. So ein bisschen der. Aber wenn du jemandem wirklich, wenn du das Gefühl hast, so, keine Ahnung, es gibt ja so Leute, du merkst, sie sind gerade in einer mega schlechten Phase und sonst sind sie nie so gewesen, oder etwas ist vielleicht, hat sie irgendwie so fett triggert an dem, was du gerade machst, aber vorher sind sie nie so gewesen, dann glaube ich, kann man schon ein Gespräch führen. Wie man so ein fucking Gespräch anfängt, frage mich nicht. Leute, ich kann nicht in echt mit meinen Kollegen reden, wenn ich irgendein Problem habe. Bro, ich schreibe dann so, hey, so letztens ist mir aufgefallen, kann man mal über das reden? Also schreiben. Aber ich würde wahrscheinlich so behaupten, so, hey, es ist überhaupt nicht irgendwie als Angriff gemeint oder so. Und du darfst mir auch gerne sagen, wenn das für dich gar nicht so ist oder so überkommt. Aber ich fühle mich in letzter Zeit so, als hast du vermehrt ein Problem mit den Sachen, die ich mache. Und ich sehe nicht ganz wieso. Und ich fühle mich irgendwie so ein bisschen angegriffen von dir, auch wenn ich gar nichts gemacht habe. Und eigentlich habe ich gedacht, wir sind in einer Freundschaft, wo wir einander supportet und so. Und keine Ahnung, findest du das nicht so... So immer so Fragen stellen, wo sie so sagen können, nein, für mich ist es gar nicht so. Und dann bist du so, okay, aber wieso verhaltest du dich so? Und dann sind sie so, keine Ahnung, ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann redest du so weiter und so fort. Aber nie so, sie so, du bist ein verfickter scheiß Arschloch. Also logisch nicht so, aber so, nicht du. Und so, probier so, wie ein Girls-Girl formulieren, oder? Du musst ein Beispiel setzen. Nein, fuck, wie sagen wir das? Keine Ahnung, Leute, ich tue irgendwie alles so von Englisch auf Deutsch übersetzen. Keine Ahnung. Sorry, ich kann halt Englisch... Spaß. Ich muss Coca-Cola trinken. Sorry, warte kurz. Schießt mich an, das rausschneiden. Ich glaube, das schneide ich einfach nicht raus. Gut. Wie weiss ich, ob er es ernst mit mir meint, wenn wir noch nicht zusammen sind? Dass wir, also vor allem, glaube ich, an der Zeitspanne, in der ihr noch nicht zusammen sind, aber etwas habt, merkst du schon sehr viel. Wenn ihr so ein halbes Jahr so eine Situationship habt und er ist immer so, ja, noch nicht, oder wir reden gar nicht drüber, dann weiss ich nicht. Ausser das ist so, wir sind halt nur Kollegen. Aber dann, nein, dann haben wir ja nicht etwas am Laufen. Ja, ich glaube, das merkst du ziemlich schnell. Wenn er so, ich meine, so, was ist, wenn er so Husband Material Type Shit macht, dann merkst du auch, er meint es ernst. So,
wenn er dich abholt, wenn er dir zum Teil ein Geschenk macht oder so, wenn er Sachen für dich macht, wenn er fragt, wie es dir geht, wenn er am Schluss des Tages immer gute Nacht schreibt, wenn er guten Morgen schreibt, wenn er fragt, wie ist dein Tag gewesen, wenn er oft fragt, wann kann man uns wieder sehen, so Sachen. Und vor allem, wenn er nicht mit anderen Leuten etwas hat und nicht mit anderen Leuten schreibt und nicht eine Aufmerksamkeit von anderen Leuten sucht, dann bist du eigentlich schon auf einem guten Weg, oder? Würde ich jetzt so behaupten. Jemand hat einfach geschrieben, Rülpsen und Frauen. Oh mein Gott, hure viel... Bro, immer wenn so 2 Leute etwas gesagt haben, sagen so, hure viele Leute. Es ist auch für mich viel, wenn 2 Leute das Gleiche fragen, was außergewöhnlich ist, sorry. Es sind ein paar Leute auf jeden Fall. Sind so gewesen, ja, wie machst du das eigentlich mit Furzen und Gurpsen und so? Findest du, eine Frau muss wirklich so mega in dieser femininen Energie sein, dass etwas ernsthaft langfristig funktioniert und so. Und ich sehe auch die ganze Zeit TikToks, this is how to get in your feminine energy. Und nur so funktioniert eine Beziehung. Aber das ist so ein Scam. Das ist so ein Scam. Und wenn du jemand bist, der sich wohlfühlt mit dem, und es gibt wirklich so mega feminine Frauen, die das so halt einfach so leben und so sind, oder? Aber wenn du nicht so bist und probierst so zu sein, dann ist es so unangenehm, weil ich das auch schon probiert. Und ich bin ja absolut nicht, also sorry Leute, aber ich bin ja absolut nicht mega weiblich. Und ich habe bis jetzt, glaube ich, fast bei jedem Freund, den ich hatte, und so, einfach immer fett gefurzt und gekorpst. Und bei Bahnen hat es halt nicht funktioniert, aber es ist noch nie jemand zu mir so gesagt, oh mein Gott, du bist so eine Grusige, mit dir will ich nicht zusammen sein. Es ist auch mir so, haha, lustig. Aber die Leute wissen ja auch, wenn sie mit mir zusammenkommen, dass ich so bin. Darum würde ich auch sagen, wirklich von Anfang an einfach so sein, wie wir sind. Und zum Beispiel jetzt mit meinem jetzigen Freund, wir haben so lustig, wir machen so Guess My Fart und so, das ist eigentlich auch noch herzig. Scheißegal, Leute, scheißegal, korpset, macht. Ihr sind einfach lustig. Ihr sind so die Icons von der Freundesgruppe. Ich weiß es genau. Ihr sind so wie ich. So der Entertainer. Und alle anderen sind so, Bro, jetzt ist schon wieder... Meine Kollegen zum Teil, bin richtig enttäuscht im Fall, sagen nicht mal mehr etwas dazu, wenn ich furze oder korpse. Und bin jetzt mal, hallo, habt ihr nicht gehört? Und sie so, doch. Ich so, ja. Sie probieren mir eigentlich low-key zu sagen, dass ich aufhören soll damit, aber ist mir scheißegal. Gut, weiter. Warum muss man sich immer rechtfertigen, wenn man noch keinen Freund hat und noch nie einen gehabt hat, bei 18? So Nachrichten bekomme ich wirklich auch mega oft, also einfach so random in den DMs, so hey, findest du das eigentlich komisch? Was meinst du, ich muss jetzt mit 19 schon meinen ersten Kuss haben und so. Leute, ihr seid ganz normal. Ihr seid ganz normal, weil es gibt so viele Leute, die mir das schreiben, offensichtlich. Und ich habe das auch in mehreren Folgen schon gesagt, ich beneide euch. Ich finde euch so cool, dass ihr es nicht nötig habt, anscheinend die ganze Zeit, so die Aufmerksamkeit und so. Man macht es ja wirklich, also am meisten geht es ja nicht mal nur um die Beziehung, sondern um die Aufmerksamkeit und Unterhaltung und so. Und dass ihr einfach so euer Leben gelebt habt ohne das, Alter, ihr seid so slay. Und ich weiß auch nicht, wieso man sich immer rechtfertigen muss. Ich glaube, weil die Leute so denken, keine Ahnung, es triggert vielleicht auch eine Unsicherheit in Menschen, wenn du dort stehst und sagst, ja, ich habe es nicht nötig, mit einem Freund, einen Freund zu haben, zum Beispiel. Und die sind dann so, okay, wieso habe ich es denn nötig gehabt? Okay, in dem Fall muss ich sie einfach haten, weil du löst etwas in mir aus, weißt du, so. Oder Typen, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass Typen halt sind so, was, oh mein Gott, haha, mega prüde. Die wollen einfach low-key etwas von dir. Das sind alles Fans. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ihr seid cool. Wirklich. Jemand hat geschrieben, Eifersucht gegenüber Kolleginnen. Ich glaube, wir waren alle schon an diesem Punkt gewesen. Und ich glaube, eben, es ist so ein bisschen, wie halt alles, was ich gesagt habe. Du musst checken, dass du nicht weniger cool bist oder schlechter bist als jemand, nur weil es jemand anderes auch gut macht. Und das ist verdammt schwierig, weil man will immer die Beste sein und man will immer, ich kriege am meisten irgendwie Bestätigung oder ich kriege am meisten Lob von der Lehrperson. Also es können ja so viele kleine Sachen sein, wo man immer so wieso hat sie jetzt eine bessere Note? Oder wieso hat sie jetzt einen hübscheren Typ? Also so alle diese Sachen. Aber was sagt es über dich selber aus, dass eine andere Person halt etwas Cooles hat? So nichts, Freude für die Person und es sagt so viel mehr über dich selber aus. Dann bist du so, oh mein Gott, das ist so cool. Und es hat halt einfach legit mit Selbstwert zu tun. Und was mir mega geholfen hat, ist wirklich so mein eigenes Ding zu haben. Und ich weiss, das kann mir niemand nehmen. Auch wenn du anfangen das Gleiche machen wie ich, du würdest es nicht gleich machen wie ich. Und ich wäre immer noch ich. Und Leute würden mich immer noch gerne haben für mich. Also, Leute, bei mir ist es einfach Social Media. So ein Lifehack, Bro. Alles, was ich mache, ist einfach so, ja, mach du mal so Videos wie ich. Wir sind beide voll unique auf unsere eigene Art. Und wir müssen das nicht vergleichen, weil wir können das gar nicht vergleichen, weil das, was ich mache, macht einfach niemand. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich so mit 50 Influencerinnen befreundet wäre. Und jede wäre cooler und besser und geiler als ich, Alter. Nein, das darf man ja nicht denken. Eben so, wirklich so das Denken von wegen, ja, wir sind alle eigen und die Person hat auch ihre Schwächen und du kannst auch gewisse Sachen besser als die Person und so, aber das ist nicht definierend und ihr seid befreundet für eure Freundschaft und nicht für eure Leistungen.
Und einfach allgemein, ich glaube, das hat vielleicht nicht mal so viel mit den Kolleginnen per se zu tun, sondern allgemein mit dieser ganzen leistungsbasierten Auffassung irgendwie, dass man sein Selbstwert so fest darauf basiert, wie man sich halt, wie man performt, auch jetzt schulisch, also man weiss ja, ob man selber jemand ist, der eher sich quasi darauf aufgeilen kann, dass man jetzt eine gute Note hat oder so zum Beispiel oder eine gute Leistung angelegt hat oder viel Lob bekommen hat. Wenn die so Sachen gar nicht jucken, dann juckt sie irgendwie auch nicht, was die Leistung von anderen Leuten ist oder irgendwie wie hübsch jemand ist. Also, ja, Leute, ich weiß auch nicht. Es ist auch so, wir leben in einer verfickten, wirklich so einer Gesellschaft, wo, vor allem in der Schweiz, wo wir so aufgezogen werden, von ganz klein auf, dass wir immer schauen, wer macht es besser, wie kann ich es auch so gut machen wie die Person, oh mein Gott, die ist besser, der ist besser, der kann es besser. Aber at the end of the day bist du mit Leuten befreundet, um nur eine Freundschaft zu haben und nicht um die zu vergleichen. Bei Arbeitskollegen von mir aus kannst du dich ein bisschen vergleichen, um dir einen Push zu geben, aber sie sind auch keine Arschlöcher, nur weil sie es besser können als du. Nimm dir ein Beispiel an diesen Leuten. Oh mein Gott, ja, das ist so ein guter Tipp, wieso habe ich es nicht von Anfang an gesagt? Ich habe das zum Beispiel, ich erzähle auch immer wieder von dieser Kollegin, aber sie ist so nett und alle Leute haben sie gern und ich bin immer so, oh mein Gott, ich wünschte, ich wäre auch so. Und früher hat die vielleicht wirklich gedacht so, Mann, die ist so eine Blöde, weil alle haben sie gern. Aber jetzt bin ich so, oh mein Gott, okay, ich probiere jetzt ein bisschen eine Scheibe von ihr abzuschneiden und schau mal, wie sie das macht, damit ich vielleicht selber auch ein bisschen mehr machen kann. So low-key Copy-Paste. Dann nimmst du einfach Inspiration von allen Leuten, wo du so eifersüchtig drauf bist, fragst dich, was genau dieser Person finde ich so geil, dass sie es selber gerne hat und dieser Person das nicht gönnt. Okay, jetzt mache ich es einfach selber und dann gönnst du es dieser Person auch, weil dann haben wir das Gleiche und dann ist es einfach so geil. Leute, ich weiss nicht, meine Tipps werden langsam scheiße. Die letzte Frage, die ich anspreche, ist, wie kann man Leute aus der gleichen Klasse aus dem Weg gehen? Es sind Mädchen, die immer Streit suchen, in meinem Fall. Es ist so schwierig, weil ich sage euch ja auch immer wieder so, okay, distanziert euch von diesen blöden Leuten, die einfach Arschlöcher sind. Ausser wenn ihr zusammen in der Klasse sind, kann es ein bisschen schwierig sein. Und nachher tue ich nie mehr erläutern, was man dann macht, wenn sie in der Klasse sind. Und Spoiler, alle die Situationen, die ich hatte, die ich euch immer wieder erzähle, die mega toxisch und schlimm waren, das sind immer Situationen innerhalb des Klassenzimmers gewesen. Also alle Leute, die mit mir in die Klasse gegangen sind. Also nicht alle Leute, aber alle diese Leute sind mit mir in die Klasse gegangen oder zumindest in die Schule. Und das ist so schwierig. Aber ich würde trotzdem sagen, setz einfach deine Grenzen. So, mach ganz klar, dass ihr nicht Besties sind oder dass du ihnen nichts erzählen musst. So, wenn es halt eine Gruppenarbeit gibt und so weiter, du bist nett, du bist cool, du machst einfach mit, weil du bist eine nette Person. Das heißt, du bist zu allen nett, weil du einfach anständig bist, aber du bist nicht speziell nett zu denen oder speziell böse zu denen. Du behandelst sie einfach wie die Frau im Coop, von mir aus. Du darfst auch lachen, wenn sie einen Witz machen. Du darfst auch nicht lachen, wenn sie einen Witz machen. So. Aber sie sind dir eigentlich egal. Und wenn das so Leute sind, wo du eigentlich irgendwie trotzdem close bist, aber du willst nicht mehr, dann erzähl nichts mehr von dir selber. Du nicht mit ihnen zusammen lästern. Ich weiss, es ist sehr schwierig, weil die Leute bringen einem irgendwie immer dazu, etwas zu erzählen oder mitzureden oder so. Aber probier wirklich so deine Grenzen zu setzen. Auch von mir aus irgendwie sagen so, hey, über das habe ich keine Lust zu reden. Oder lauf einfach weg. Ich bin immer einfach weggegangen in der Pause und so. Oder irgendwie ans Handy oder so, da als müsste ich irgendwas machen. Oder immer aufs WC oder so. Oder sonst halt einfach wirklich so ganz andere Leute von der Klasse, wo du mitchillst und chillst einfach nur noch mit denen. Es kann dann halt einfach mega unangenehm werden, wenn du random in die Gruppe da wirst mit diesen Leuten. Aber am Schluss des Tages so, du kannst heimgehen und die Leute sind weg. So, du musst einfach ein paar Stunden aushalten. Und sonst sprichst du es mal an, for real. Also du fragst so, hey, was ist eigentlich das Problem mit mir? Aber ich würde einzeln zu einer Person angehen. Weil in der Gruppe, wenn die in der Gruppe sind, so, du kannst eh nichts erreichen. Dann sind sie so, oh mein Gott, das geht nicht. Die Leute haben immer grosse Eier, wenn sie in einer Gruppe sind. Inklusive mir. Aber allein sieht es ganz anders aus. Darum, so, wenn du sie ansprechen willst, sprich sie einfach allein an und sag so, hey, was ist eigentlich das Problem mit mir? Wieso müsst ihr immer Streit mit mir anfangen? Und dann siehst du ganz schnell, dass sie die Fresse haben und sich logisch schämen von dir. Meistens. Keine Garantie. Okay, Leute, das war alles. Vergesst nicht, dass meine Live-Podcast-Show am 6. März in Bern stattfindet. Auf Insta, auf «Los mal», habe ich ein Highlight gemacht mit dem Link und so. Also Story-Highlight, so, wo du draufdrücken kannst und nachher kannst du auf den Link drücken und dann kommst du zu den Tickets und Infos und so. Wenn ihr kommen wollt, kommt. Es kommen schon ganz viele Leute und ich freue mich. Also, logisch, ich bin halt nervös, aber ich freue mich trotzdem, weil
letztes Mal, als ich halt den Live-Auftritt hatte, sind so random alte Leute dort gewesen, ausser die paar hören mal Menschen, aber es sind halt auch random Leute gewesen, die wegen anderen Leuten dort gehockt sind. Das war ein bisschen unangenehm gewesen. Aber wenn das ist, am 6. März, Bro, dann sind es einfach nur mehr. So. Ich kann davon ausgehen, dass die Leute, die zuhören, actually wissen, wer ich bin und freiwillig dort kommen wegen mir. Und sich auch freuen. So, das ist so geil. Wenn ihr noch irgendein Thema habt, wo ihr findet, so, das muss unbedingt in die Live-Show reinkommen, dann schreibt es mir. Ich habe mich immer noch nicht festgesetzt, was ich erzählen will. Kommt, ich freue mich. Und bis nächste Woche. Ich freue mich. Ciao zusammen.